Moien, es sind de Claude Majerus vum Hies Haf vu Walter. Wir hunn e Mëllechkou Ammen an Äckebetrieb. Meier ha Hies Haf Mer Mello an der dritter Generationun schon Mëllich. Dat heecht mei hunn 7 Mëllech Kei moment. An bei dee Kei hunn dann noch nach Ammekei, dat heecht vun de Rassen Angussen an Blanc Bleu Belge. Wann eng Produktioun ik leeft, dann da leeft Jan immer besser. Dat heecht an Mëllech enker net so gut gang ass, dann wat Fleessteier, an Kären zum Beispiel. Wann Kären ik gang sinn, da wat Mëllechsteier. Also hat dat immer gut Mächen geloss. Dat hat mir immer gut gefallen an do wéint du mir dun och even 2018 dun evaluecht fir neii Keistall opzerichten, weil den allen och 30 Joer hat an Appes op misse geméet ginn. Dat déich dat ech moies Mächen, dat ich kucken an mein Handy. An da kucken ech wie en Kei, ich muss nodreiwen an de Roboter. Und dann kom ech raus, ich firdere min Kei an, ich ma min Boxepropp an engens. De Roboter wees ein schon éichter, wann en Kou krank ass. Dei weis dat Rëm a Punkto Friessen, dat heech si iderts net méi genug, da seet der Roboter halt, da seich net falsch mat der Kou. Oder heen guckt Temperatur an der Mëllech, die si fir d'Läch ginn hat. Oder d'Leitfäegkeet vun dee Féier zitzen, wann dat Mëllech bësse mi loes rauskënnt wie normal, die Lächt 7D, da seet hin halt was selbst net normal. Und da kann ich schon éichter agieren, dat Heech kann den Kou schon éichter behandeln. Wir sind auch relativ klenge Betrieb, dat Heech mat 7 Mëllech Kei. Dat passt dann even bei E-Roboter. Und wir wollten woch nicht den Betrieb mehr groß machen, weil arbeitstechnisch will ich den Betrieb da lang mit meiner Frau und 4 Kammer bewirtschaften. Und dafür ist das dann nicht machbar, für riesig groß zu gehen. Aber weil die Flächen hier auch am Gebiet auch nicht en masse vorhanden sind. Mir ist es wichtig, dass ich weiß, wo die Futtermittel herkommen, dass es genfrei ist. Mal dat wat ich zoukafen. Da sind wir sowieso schon seit 10 Jahren von den nächsten gewesen, die das gemäht haben. Das heißt auch ohne Soja gefüttert, das heißt alles auf Rapsbasis. Und das hat uns immer ein gutes Resultat erbracht und damit sind wir dick zufrieden. Als Herausforderung sehe ich für die nächsten Jahre, dass der Bauer muss immer mehr flexibel bleiben an dem es mischt. Das heißt, der Mehreinheit zu 90% an einer Wasserschutzzone. Und da muss man auch schon ein bisschen viel schaffen, für den Wasserschutz zu garantieren. Und beim Klimawandel kommen noch genug Herausforderungen, sodass wir uns anpassen müssen.